du sollst nicht Ehe brechen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Allein die Versuchung, die an dich herantreten mag, ist noch keine Sünde. Erst wenn du ihr erliegst, ist es Sünde. Jesus macht es uns aber hier sehr deutlich, wo es bereits anfängt, nämlich bei dem, was wir begehren anzuschauen. Egal ob in Filmen, Büchern oder Serien, dem Leser oder Zuschauer wird sehr oft ein sündhaftes Leben als etwas ganz Normales verkauft. Und gerade auch in bestimmten Serien, die täglich ausgestrahlt werden, ist es einfach nur schrecklich zu sehen, was für kaputte Beziehungen die Darsteller dem Zuschauer vorspielen. Es gibt ausnahmslos keinen, der nicht schon fremdgegangen ist, und jeder hat schon was mit dem anderen gehabt, egal ob es sich bei der gespielten Rolle um eine verheiratete oder unverheiratete Person handelt. Wenn sich das jetzt noch junge Leute ansehen, und zwar täglich, dann wird das für sie irgendwann mal das Normalste auf der Welt. Aber das ist es nicht. Denn werden wir nicht vom Anschauen verwandelt? Du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot verbietet nicht nur unkeusche Handlungen, sondern auch wollüstige Vorstellungen und Begierden oder irgendwelche Gewohnheiten, durch die sie erregt werden könnten. Gott fordert nicht allein die äußerliche Reinheit, sondern die des Herzens, der geheimsten Gefühle und Wünsche. Auch Christus, der die weitreichende Verbindlichkeit des Gesetzes Gottes lehrte, bezeichnete böse Gedanken und Blicke genauso als Sünde wie die unerlaubte Tat. Doch dieses Gebot wird auch noch auf eine ganz andere Weise vergessen. Jesus sagte: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Der Mensch in seiner Rebellion gegenüber dem Gesetz Gottes stellt sich auch in diesem Punkt über den von Gott vorgesehenen Plan, den er für Mann und Frau hatte. So sehen wir heute nicht nur eine Ehe zwischen Mann und Frau, sondern auch so: Mann und Mann, Frau und Frau oder auch so. Doch die Folge davon ist, dass der Mensch sich immer mehr entartet, in dem Begehren, seinen eigenen Weg zu gehen. Denn wenn für den einen das normal ist, so hat ein anderer auch das Recht auf sein eigenes Normal. Was uns dazu führt: Mann mit Kind, Frau mit Tier, Frau mit Baum. Und das ist kein Scherz. Es zeigt uns einfach auf eine traurige Art und Weise, in welche Richtung es sich entartet, wie weiter man sich von Gottes Plan entfernt. Gott stiftete die erste Ehe. Der Schöpfer des Weltalls wurde auch der Urheber dieser Einrichtung. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Sie war eine der ersten Gaben Gottes an den Menschen, und sie ist eine der beiden Institutionen, die Adam nach dem Sündenfall mit aus dem Paradies nahm. Das zweite ist der Sabbat. Wer die göttlichen Grundsätze in der Ehe anerkennt und beobachtet, für den wird sie zum Segen. Sie hütet die Reinheit und das Glück des Menschengeschlechts. Sie sorgt für die geselligen Bedürfnisse und veredelt seine leibliche, geistige und sittliche Natur.